Ja gut, das hat eigentlich bei mir angefangen schon während der Kantonsschule, vor allem während der Geschichtsunterricht, oder, wo man dann in den oberen Klassen mit der aktuellen Politik konfrontiert worden ist, vor allem auch mit der jüngeren Geschichte, und beides zusammen haben dann bei mir eigentlich das Interesse an der Politik geweckt, und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich persönlich in einem Umfeld verkehrt bin, das sehr politisch war. Und das hat einen dann natürlich animiert, zum selber eben auch vermehrt mitzumachen. Wir haben damals mit ein paar Gleichgesinnten das rätische Jugendteam gegründet. Heute würde man sagen, das ist die junge SVP. Und in dieser Funktion haben wir dann angefangen, politisch auf kantonaler Ebene aktiv zu werden. Gut, rückblickend muss man natürlich sagen, damals hat es eher eine Parteienmonokultur gegeben. Oder, unter den Bürgerlichen ist vor allem die Freisinnige Partei als Alternative zur Frage, zur Diskussion gestanden. Die ist für mich aus verschiedenen Gründen nicht in Frage gekommen. Darum habe ich mich damals dann für die Demokraten entschieden. Und damals ist es ja gerade darum gegangen, den Anschluss an die Schweizerische Partei zu organisieren, zu bewerkstelligen. Und das ist eine sehr interessante, sehr bewegte Phase gewesen, wo mich eben eigentlich auch dann besonders zum Mitmachen bewogen haben. Ich habe in Klosters politisch im Gemeinderat angefangen. Das ist richtig. Ich war 12 Jahre im Gemeinderat und durfte dann 1 Jahr auch präsidieren. Nein, ich war nie kantonaler Parlamentarier, aber durch meine spätere Funktion als Dienststellenleiter beim Kanton, auch in einem Themenbereich, der natürlich hochpolitisch war, hat man immer einen sehr engen Bezug gehabt zu der Regierung natürlich und vor allem auch zum Parlament, wo Vorstöße gekommen sind zu politischen Fragen, die eben die Dienststelle betroffen haben. Nein, das ist eigentlich nicht der Werdegang. Es ist einfach, wenn man Dienststellenleiter ist, kann man nicht zugleich auch im Parlament sein. Und ich muss sagen, ich durfte eine sehr interessante, sehr abwechslungsreiche Dienststelle leiten. Und darum ist für mich eigentlich ein Wechsel in die Politik auf kantonaler Ebene eigentlich nie in Frage gekommen. Ja, ich bin natürlich oder habe den Wechsel vollzogen, wo auch die parteipolitische Spaltung da im Kanton stattgefunden hat. Ich bin aber damals 25 Jahre bereits, fast 25 Jahre Leiter der Dienststelle. Ich bin Mitte 50 und wollte eigentlich noch mal etwas anderes machen. Ich wollte mich eigentlich noch mal etwas anderes, noch mal irgendwie in einem anderen Bereich engagieren und bin so, wie man so schön sagt, auf der Suche oder am Umschauen gewesen. Und dann ist der Wechsel gekommen und hat sich dann die Möglichkeit gegeben, ein politisches Mandat für die neue Partei zu gewinnen, weil ein Weitermachen oder ein Eintritt in die BDP ist für mich aus politischen Gründen nicht in Frage gekommen. Ich bin oder habe sofort eigentlich dann zur SVP gewechselt. Und angefangen hat das natürlich dann mit der Aktivität auf kantonaler Ebene. Ich habe ja dann versucht, für die neue Partei den Regierungsratssitz zu gewinnen. Das hat nicht geklappt. Und damit ist natürlich auch das Signal ausgesendet, dass ich für die nächsten Nationalratswahlen zur Verfügung stehe. Ich konnte damals für die Partei und für mich als Person eine gewisse Bekanntheit erlangen. Und das ist ja das wichtigste Kriterium bei den Nationalratswahlen. Und darum bin ich dann bei den nächstfolgenden Nationalratswahlen auf die Liste gekommen und damals mit 2 Listen antreten. Auf einer Liste bin ich zuerst auf erster und auf der anderen Liste ist der Rion Beiderlen die erste Person gewesen. Und so sind wir dann in den Nationalratswahlkampf gegangen und zu meiner grossen Freude hat das dann sofort geklappt und so habe ich eigentlich den Einstieg in die Bundespolitik vollziehen können, ohne dass ich zuerst irgendwie die sogenannte Ochsentour auf
kantonaler Ebene haben müssen machen. Gut, wichtig ist natürlich bei Nationalratswahlen, dass man als Kandidat bekannt ist. Oder? Und ich habe mir schon gewisse Namen geschaffen als Dienststellenleiter, weil die ganze Ausländer-Asylthematik ist natürlich schon sehr ein aktuelles innenpolitisches Thema gewesen. Und zum anderen natürlich auch mit den Regierungsratswahlen. Konnte ich mich im ganzen Kanton präsentieren, habe mich bekannt machen können. Auch die Partei ist damals natürlich im Fokus der politischen Diskussionen gestanden, im öffentlichen Interesse gewesen. Und beides zusammen hat natürlich dann dazu geführt, dass wir am Schluss die nötigen Stimmen hatten, die für einen Sitz brauchten. Und ich habe mehr Stimmen gemacht als der John Beiderlehm, und darum konnte ich dann nach Bern gehen. Ich habe ja dann nachher auch das Präsidium von der Kantonalpartei übernommen. Und für eine junge Partei ist es einfach wichtig, dass sie auch in den Gremien vertreten ist. Und darum hat man dann bei den nächstfolgenden Regierungsratswahlen wieder die Frage gestellt, wer hat jetzt möglicherweise Aussicht auf Erfolg bei diesen Wahlen. Und die Parteileitung hätte gefunden, wenn jemand Erfolg hat, dann bin es wahrscheinlich ich, weil ich am bekanntesten bin. Und bin dann nochmal angetreten, habe die absolute Mehrheit geschafft, aber einfach als überzählig nicht gewählt worden. Das ist einfach unerlässlich, wenn man eine neue Partei gründet, dass man an den Wahlen teilnimmt, dass man für die Partei hersteht, dass man sich bekannt macht für die Partei. Und das ist einfach ein Fakt, oder? Das sieht man ja auch heute bei diesen neuen Parteien. Es braucht sehr lang, bis man dann eben effektiv auch in diesen wichtigen Ämtern Einsitz nehmen kann. Ich gehe davon aus, dass das eine Phase ist von 15 bis 20 Jahren. Und man hat jetzt auch gesehen, bei den Folgekandidaten hat das noch nicht geklappt. Aber der Tag X wird kommen, wo die SVP auch in der Bündner Regierung Einsitz nehmen wird. Ja, das ist so. Das ist so ein Lernprozess, den man einfach macht, oder? In einer Partei, beim Aufbau von Kandidaten, bei der Suche nach Sitz. Oder? Das braucht einfach Zeit, es braucht Bekanntheit, und dann schafft man den Erfolg schon. Glücklicherweise hat ja dann auch das Wahlsystem geändert. Das ist ja auch übrigens etwas, wo die SVP maßgeblich mitgestoßen hat mit der SP, dass man zu dem Proporzwahlverfahren wechselt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass man im Grossen Rat jetzt eine ganz andere Präsenz hat. Und durch die andere Präsenz schafft man jetzt eben auch in gewisse Gremien gewählt zu werden, wie beispielsweise im Gericht. Oder das war am Anfang nicht möglich gewesen. Wir sind gestartet mit 4 Grossräten und einem Ständerat, der bereits demissioniert hat, also angekündigt hat, dass er zurücktritt. Es war eine kleine Gruppe, die die Partei gegründet hat und vorangetrieben hat in den verschiedenen Regionen. Und darum hat das einfach eine gewisse Zeit gebraucht, bis man politisch den Erfolg hat, wo man eigentlich langfristig eben auch angestrebt hat. Nein, überhaupt nicht. Also, das hat man eigentlich auch nicht damit rechnen, dass wenn man jetzt da als Vertreter von einer neuen Partei nach dieser Spaltung, wo ja im Kanton doch einige Dampf und einige Rauch hinterlassen hat, gerade schon Gunst von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern gewinnt, zumal ja man da nicht den roten Teppich aufgerollt gekriegt hat, sondern auch natürlich auch sofort in die politische Auseinandersetzung geraten ist, oder, wo man sofort sich auch mit den kritischen Argumenten, die da einmal geäußert worden sind. Man ist als Statthalter von Blocher bezeichnet worden, als Gangos von den Zürcher und so weiter. Alles Blödsinn ist oder Dummheit ist. Oder? Aber in dieser Auseinandersetzung kann man natürlich nicht damit rechnen, dass man die Ziele sofort gerade erreicht. Oder? Wichtig ist, dass man sie langfristiger erreicht. Und da deuten ja jetzt eigentlich alle Indizien darauf hin, dass das der Fall ist. Ja, in der Region kann ich jetzt eigentlich in dem Sinn einfach auf
Tätigkeit von der Fluri-Stiftung verweisen. Ich bin ja sehr lange in der Fluri-Stiftung und ich etwa 12 Jahre präsidieren. Und in dieser Zeit hat man sehr grosse Umwälzungen gemacht in der Fluri-Stiftung. Man hat das Altersheim in Jenatz neu gebaut, man hat das Spital neu gebaut, man hat das Altersheim in Klosters total saniert. Und ich glaube, mit der Fluri-Stiftung hat man ein Konstrukt gebaut, das wegweisend war für die kantonale Gesundheitsversorgung. Weil die Strukturen, die sind jetzt eigentlich in allen Regionen übernommen worden. Leider noch nicht überall mit gleichem Erfolg und noch nicht überall in der gleichen Intensität. Aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entwicklung, die wir da haben können realisieren im Tal, dass man die ganzen Gesundheitsleistungen in einer Hand bündelt und dadurch sie eben auch einerseits hochprofessionell macht und andererseits eben auch finanziell tragbar. Das ist so meine würde ich jetzt mal sagen, regionale Reputation. Auf kantonaler Ebene konnte ich das Amt führen und das Amt hat ja lange eigentlich, oder durch die Führung vom Amt hat der Kanton Graubünden im Ausländer- und Asylrecht lange eigentlich als Musterkanton gegolten, weil wir in der Lage sind, die Gesetze so zu vollziehen, dass einerseits die Verfahren korrekt abgeschlossen worden sind, aber andererseits auch der Vollzug funktioniert hat. Dass man Gemeinden nicht überlastet hat mit der Zuweisung von Asylsuchenden und denen da eine fast unlösbare Aufgabe übertragen hat, das auf Stufe Kanton erledigt. Und dadurch hat man es eben auch finanziell können so lösen, dass dem Kanton keine Mehrkosten entstanden sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Element auf politischer Art auf kantonaler Ebene, dann natürlich auch der Aufbau von der Kantonalpartei. Man ist natürlich am Anfang, wenn man gesagt hat, man gründet jetzt da die SVP und baut sie aus, ist man belächelt worden. Und wenn man jetzt heute schaut, was aus der BDP geworden ist und was aus der SVP geworden ist, ich glaube, dann braucht es keine weiteren Worte, das zu kommentieren. Oder? Man kann nicht sagen, einzelne Gemeinden sind von dieser ganzen Problematik ausgeschlossen. Auch wenn der Kanton diese Aufgabe löst, ist er darauf angewiesen, dass er einen Standort hat in den Regionen. Und wir haben zu meiner Zeit die Unterbringung auch in den verschiedenen Regionen bewerkstelligt. Die Frage ist einfach, wie man es macht. Die Frage ist, wie man das organisiert. Es darf zu keinem Problem führen bei den Gemeinden. Es darf nicht Auswirkungen haben, die Gemeinden belasten. Aber ansonsten, glaube ich, muss man das einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass der Kanton auf die Unterstützung der Gemeinden angewiesen ist. Aber es darf nicht zu einer Belastung führen von der Gemeinden, sei es im finanziellen Bereich, sei es im schulischen Bereich. Aber mir ist es eigentlich immer gelungen, Gemeinden für die Zusammenarbeit zu gewinnen. Und wir haben eigentlich mit allen Gemeinden gute Lösungen gefunden und bin überzeugt, ich hätte wahrscheinlich auch mit der Gemeinde Luzern eine gute Lösung gefunden, dass sie schlussendlich da auch sagen, ja gut, wir müssen unseren Teil beitragen. Das ist ja nicht eine Unterstützung für alle Ewigkeit, sondern es ist ja in der Regel immer ein zeitlich befristeter Slot, wo man auf die Unterstützung der Gemeinden angewiesen ist, weil der Bedarf vom Kanton nach Unterbringungsmöglichkeiten, der steigt und sinkt ja im Zusammenhang mit diesen Wellen von neu ankommenden Asylbewerbern über die Jahre gesehen immer. Und darum ist es nicht nur eine Belastung für die Region, sondern es führt dann auch wieder zu einer Entlastung. Und, ich glaube, unter dem Strich betrachtet muss man auch sagen, die Lösung, wie der Kanton gefunden hat, ist eigentlich für alle eine gute Lösung. Ja, ich habe jetzt noch ein Amt. Ich bin noch Präsident der Ombudsstelle der Krankenversicherer. Das ist so mein einziges Amt, das noch so politische Färbung hat. Natürlich nicht nur politisch, aber auch politisch. Und darum bin ich eigentlich mit der Gesundheitspolitik immer noch recht stark verbunden, weil die Ombudsstelle, das ist so ein bisschen die Klagemauer der Versicherten. Und dort sieht man eigentlich
sehr deutlich, wo die Versicherten den Schuh drückt. Oder? Und dementsprechend eben auch, was unternommen werden müsste, damit eben die Probleme gelöst werden können. Ich habe eigentlich meine politische Tätigkeit immer als Amateur betrachtet. Ich habe nie alles auf die Karte Politik setzen. Ich habe immer, auch neben der Politik, noch ein berufliches Engagement gehabt, welcher Funktion auch immer. Und dadurch auch nie abhängig werden wollen von der Politik. Und dadurch habe ich auch immer gewusst, dass Politik für mich irgendwann auch ein Ende hat. Oder? Und das Ende ist dann mit den Nationalratswahlen 2019 gekommen. Oder? Und für mich ist damit eigentlich die politische Zeit auch abgeschlossen gewesen. Und ich muss sagen, es war eine schöne Zeit. Ich habe sehr viele positive Erinnerungen, sehr viele schöne Erfahrungen dürfen machen. Und ich genieße jetzt eigentlich die Zeit, wo man so ein bisschen von außen in den Ring hineinschauen kann, ohne dass man immer mit Gedanken befasst ist und beschäftigt ist. Wie geht man das an, wie löst man es ab und was ist zu tun oder was ist besser zu tun. Das ist eigentlich eine schöne Position. Ich bin mit dem Ausscheiden nicht unpolitischer geworden, aber es ist jetzt einfach eine Privatsache und nicht mehr eine öffentliche Geschichte. Und darum halte ich mich auch sehr stark zurück mit öffentlichen Äußerungen zu politischen Vorgängen, weil ich finde, das müssen jetzt die Leute machen, die im Amt sind, die jetzt Funktionen haben, die Verantwortung tragen. Man kann das auf Französisch so schön sagen oder zusammenfassen in dem bekannten Ausspruch «Servir et disparaître», oder? Also aktiv tätig sein und nachher verschwinden. Ja, das ist schon so. Also ich werde natürlich einerseits von der Partei immer noch angefragt, vor allem im Asyl- und Ausländerbereich, wo natürlich die Partei eine wichtige Rolle hat auf nationaler Ebene, wo eigentlich immer noch so ein bisschen eine Leaderrolle hat in diesem Thema, wo ihr ja auch zum Erfolg verholfen habt. In dieser Funktion oder in diesem Themenbereich werden natürlich immer wieder konfrontiert, werden immer wieder auch angefragt. Auch jetzt da bei der letzten Initiative bin ich um Rat gefragt worden. Das ist natürlich schon so, dass man da die Kompetenz immer wieder anbohrt. Auch im Gesundheitswesen werde ich immer wieder gefragt. Es hat jetzt auch Geschäfte gegeben, die jetzt da kürzlich im Bundesrat sind, wo ich eigentlich damals als Präsident von Santé Suisse angestoßen habe und die jetzt nach einer fast epischen Schwangerschaft endlich vom Bundesrat entschieden worden sind. Und darum in dem Rahmen von diesen Entscheidungsfindungen wird man immer wieder angefragt, wie ist jetzt das, warum hat man das so entschieden, das war die Überlegung oder warum hat man es nicht anders gemacht und so weiter. Ja, das ist ja so. Das ist unbestritten das Merkmal der Schweizer Politik, dass Entscheid sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, dass die Meinungsbildung langwierig ist. Das kann man als Nachteil betrachten. Umgekehrt kann man auch sagen, das bewahrt einen von Schnellschüssen. Aber es ist tatsächlich so, ich bin gerade kürzlich im Bundeshaus gewesen, da hat mir ein bekannter Ständerat gesagt, mir jetzt kürzlich noch einen Vorstoß von mir behandelt, den ich ja vor einigen Jahren eingereicht habe. Oder es zeigt einfach, die Meinungsbildung und die Entscheidungsfindung auf Bundesebene ist sehr langwierig. Oder? Und, wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile. Man kann oder man darf nicht in das Parlament gehen im Glauben oder in der Erwartung, wir können jetzt da auf die Schnelle etwas verändern oder etwas bewirken. Ich glaube, unter dem Strich gibt es nicht sehr viel, was ich jetzt an diesem Prozess würde ändern würde, weil er hat auch Vorteile. Er hat auch wichtige Vorteile. Wenn ich gerade so jetzt in dieser Covid-Zeit schaue oder zurückschaue und denke, man hat eigentlich in der nötigen
Zeit hat man die richtigen oder die wichtigen Entscheidungen treffen, aber man ist nicht irgendwie in einen Aktivismus verfallen und das ist unter dem Strich, glaube ich, eine gute Lösung. Es ist natürlich so, dass ich im Parlament eigentlich recht schnell Wurzeln geschlagen habe. Ich konnte auch in sehr interessanten Funktionen Einsitz nehmen. Ich durfte die Staatspolitische Kommission präsidieren. Und in diesen Funktionen hat man natürlich dann einen relativ grossen Fächer an Bekanntschaften, wo man kann, ja, treffen beziehungsweise wo man sieht, und da kommt man mit sehr vielen Persönlichkeiten zusammen, im Inland, im Ausland. Und für mich war eigentlich immer etwas am interessantesten, wenn man in diesen Fachkommissionen mit Experten Themen besprechen konnte. Das war eigentlich sehr interessant. Vor allem, wenn man ausländische Fachleute beizogen hat, hat man gesehen, wie funktioniert das im Ausland, wie funktioniert es im Inland, wo liegen die Vor- und Nachteile, was kann man allenfalls übernehmen, wo lässt man besser die Hände. Also, eine sehr grosse Zahl von Personen, die man da kennenlernt. Und, ich will jetzt da nicht sagen, ja, die eine oder andere Person ist jetzt da besonders wichtig. Es sind ganze Fächer von Leuten, wo man da wirklich Kontakt darf knüpfen und pflegen und Meinungsaustausch. Und das ist auch persönlich sehr bereichernd. Oder ich habe ja auch die Möglichkeit, ich bin ja relativ schnell eigentlich auch als vorgeschlagen worden als Nationalratspräsident, und in dieser Funktion hat man auch Reisen machen. Das ist auch sehr eine interessante Phase gewesen. Beispielsweise in Georgien in einer sehr kritischen, innenpolitisch kritischen Phase. Das sind sehr interessante, bleibende Erfahrungen, die man da machen dürfen. Kultur ist ein Teil von meinen Hobbys, Teil von meiner Freizeit. Ich bin Architektur interessiert, ich bin Kunst interessiert, ich gehe gerne ins Theater, gehe gerne in Konzerte. Und das ist eigentlich mein Hintergrund für das Engagement bei Klosters Music. Abgesehen davon, dass ja, eigentlich das nicht nur als Veranstaltung für sich anschauen, sondern weil ich einfach auch gesehen, dass Klosters allein mit dem Sport langfristig keine guten Angebote bieten kann, weshalb auch Kultur quasi als Ergänzung zum Sport, zu den Sportmöglichkeiten braucht. Also der Heinz habe ich eigentlich bei Klosters Music kennengelernt. Von Anfang an, also als die Stiftung gegründet wurde, im 2019, war er Vizepräsident und ein halbes Jahr später dann schon Präsident. Und seitdem arbeiten wir zusammen. Was also für mich ein grosses Glück ist, muss ich sagen, weil der Heinz ist jemand, der einerseits durch eine grosse Übersicht hat, jetzt in einer Firma, in einem Betrieb, in einer Institution, wo weiss, was ist eine strategische Aufgabe, was ist eine operative Aufgabe, die Sachen auch ganz klar trennen kann. Und als strategische Seite eine grosse Unterstützung ist für die operative Seite. Also er hört auf uns, wo wir echt Experten sind auf dem Gebiet der Musik und wie man einen klassischen Anlass plant und durchführt, was es dafür braucht und so weiter. Aber auf der strategischen Seite uns auch immer vorwärts bringt, weiterdenkt, langfristig denkt, was uns auf der operativen Seite auch wichtig ist, aber oft, weil man einfach so im Business ist, im Daily Business, dann oft zu kurz kommt, dass man auch schafft, den Ausblick zu haben. So.
Also sehr schöne Zusammenarbeit. Die Konzerte in Davos, die haben ja eine lange Tradition. Oder? Die haben auch eine starke Wandlung erfahren. In den früheren Jahren oder Jahrzehnten hat mich eigentlich das Angebot mehr angesprochen, als dass es Angebot mich heute anspricht. Aber das mag auch mit meinem Alterungsprozess verbunden sein. Nein, wir haben eigentlich das Klosters Music oder die Stiftung hat man eigentlich gegründet mit der Absicht im musikalischen, aber nicht nur im musikalischen Bereich etwas zu machen da in Klosters. Darum heisst ja die Stiftung auch Kunst und Musik. Musik ist ein Teil, aber ist gleichzeitig eben auch ein Signal, dass es für andere Bereiche offen sein soll. Und so haben wir eigentlich angefangen. Und wir haben mit dem David Welter natürlich eine Persönlichkeit können gewinnen, die vor allem jetzt den musikalischen Bereich zusammen mit unserer Geschäftsführerin vorantreibt. Und das ist im Moment einfach Schwergewicht, aber das soll nicht heißen, dass wir in anderen Bereichen längerfristig nicht auch aktiv werden. Es gibt ja, wenn man so die Festivallandschaft Schweiz anschaut, gibt es ja eine Unzahl von Festivals. Oder? Das Angebot ist enorm. Auch das Angebot in Graubünden ist ja sehr reichhaltig. Und in unserer Region haben wir ja einerseits die Konzerte in Davos, dann haben wir die Jazzwoche Anfang Juli. Also etwas in diesem Bereich noch mal zu machen, das wäre nicht marktfähig gewesen. Aber wir haben einfach gesehen, und vor allem eben auch dank unserem künstlerisch Verantwortlichen, dass man noch ein Segment gibt, wo wir allenfalls eine Marktchance haben, wo wir allenfalls bestehen können. Und darum haben wir uns eigentlich entschieden, auch dank oder mit seiner Beratung das Segment auszuwählen. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, wir haben noch Leute gehabt, die gesagt haben, wohl, da wären wir bereit, das Projekt zu unterstützen, wenn das in diesem Bereich stattfindet. Und beides zusammen war eigentlich so ein bisschen wieder Nährboden von der Gründung dieser neuen Stiftung. Oder? Wir haben einerseits finanzielle Zusagen von Privatpersonen und andererseits haben wir Gewissheit gehabt, mit der Unterstützung im künstlerischen Bereich auch wirklich jemanden an der Hand zu haben, der uns auf dem schwierigen Terrain begleitet und uns auch beratet, kompetent und uns auch kann das fachliche Know-how, was für das braucht, liefern, ohne dass es zu einem Abenteuer wird. Und wenn man jetzt schaut, oder rückblickend schaut, dann kann man sagen, es ist recht gut gelungen, obwohl wir ja eigentlich bereits kurz nach der Gründung in eine sehr schwierige Phase geraten sind, wenn ich da an die ganzen Corona-Jahre denke, wo wir wirklich schon kurz nach der Gründung vor der Frage gestanden sind, wenn wir weitermachen oder wenn wir einstampfen. Und wir haben uns dann für den mutigeren, für den abenteuerlicheren Weg entschieden. Und rückblickend kann man sagen, ist der Entscheid richtig gewesen. Das Netzwerk, das Heinz Brandt mitbringt, ist elementar für Klosters Musik. Absolut. Es ist natürlich auch für mich wichtig, weil ich als Auswärtige nach Klosters komme, also da nicht einheimisch, wir das Netzwerk haben müssen aufbauen auf der organisatorischen Seite, aber er ist einfach weit vernetzt, lokal, regional, national. Und das braucht man, wenn man eigentlich so ein Festival voranbringen will. Das ist sehr, sehr wichtig und da kann ich immer andocken bei ihm. Auch sonst seinen Überblick oder wie man gewisse Sachen anpackt, so machen wir es besser so, machen wir es besser so. Da sind wir, was ist besser im Graubünden, in diesem Kanton, wie geht man welche Stellen an und so. Das ist enorm hilfreich und da tauschen wir uns immer, also stetig aus. Er ist auch jemand, der, obwohl das
absolute, wie sagt man dem, Benevol-Arbeit ist. Er ist immer ansprechbar für mich. Wenn ich etwas brauche, kann ich ihm anrufen, er ist da. Wir treffen uns regelmäßig, wenn ich in Klosters bin, zu einem Austausch, schnell Check-up, wo stehen wir, was braucht es noch und so. Ja. Doch, wir haben nach unserer Gründung haben wir jedes Jahr die Konzertreihe durchgeführt. Das war sehr aufwendig, oder? Man hat lange nicht gewusst, ob man es überhaupt durchführen könnte. Vor allem im ersten Corona-Jahr hat man lange nicht gewusst, ob es geht. Dann hat der Bundesrat dann aber Ende März, glaube ich, ein Signal gegeben, dass man es mit Auflagen machen kann. Das heisst Sitzabstände, Desinfizieren und. Und haben wir dann gesagt, ja, wir haben die Verträge gemacht, oder? Wir haben die Engagements gebucht. Wir machen das jetzt mit diesen Künstlern. Und das war sehr aufwendig, die ganze Sitzplatzreservation, das ganze Zutrittsmanagement, das Desinfizieren von der Sitzgelegenheit. Das war außerordentlich aufwendig. Aber wir haben gewusst, wenn wir unmittelbar nach der Gründung schon wieder abbrechen, oder? Dann verlieren wir irgendwie den Schwung, den Anfangselan. Und darum haben wir gesagt, wir ziehen das unter allen Umständen durch. Und ich muss sagen, wir haben sehr schöne Erfahrungen können machen, vor allem bei den Künstlern, die froh waren, dass sie überhaupt Auftrittsmöglichkeiten hatten. Aber auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern, die gesagt haben, endlich macht wieder jemand etwas, oder haben wir wieder eine Möglichkeit, etwas zu sehen und so weiter. Obwohl das für uns ein unternehmerisches Risiko war, weil wir nicht gewusst, kommen die Leute, kommen sie nicht, haben sie den Mut, in so Hallen zu gehen oder nicht. Es war mit relativ vielen Unsicherheiten verbunden gewesen, aber wir haben das Risiko genommen und rückblickend müssen wir sagen, es ist richtig entschieden. Wir haben als Stiftungsrat natürlich eine Strategie, wie wir die Besetzungen durchführen. Und die Strategie besteht eigentlich bewährtes Behalten, Neues versuchen, keine Abenteuer. Das ist eigentlich so ein bisschen unsere Strategie. Darum haben wir immer wieder Künstler, die wiederkehren. Ich meine, mit dem Andras Schiff haben wir einen Pianist von Weltruf, der regelmäßig kommt. Wir haben mit den Bremer haben wir ein hervorragendes Orchester, das letztes Jahr als Orchester of the Year gewählt worden ist. Solche fantastische Protagonisten nicht mehr zu nehmen, wäre eigentlich ein Fehler, vor allem wenn man sieht, dass sie eben auch bei den Leuten gut ankommen. Aber trotzdem werden wir eben auch Neues, allenfalls in Kombination mit Bewährtem, versuchen. Oder wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr Bremer, wo wir mit neuen Solisten kombinieren. Wir haben ganz neue Künstler, die kommen. Wir probieren eigentlich so ein bisschen eine rote Linie zu ziehen, aber die rote Linie zu ergänzen mit neuen Sachen. Wir wollen eigentlich auch Sachen probieren. Wie kommt das an? Dann haben wir natürlich unser Filmkonzert, wo wir einfach merken, das kommt bei den Einheimischen sehr gut an. Und wir machen das ja nicht nur für die Gäste, wir machen auch die Konzerte nicht nur für die Stiftung, sondern wir machen sie eigentlich für die Bevölkerung. Und wenn wir sehen, dass die Bevölkerung Freude hat an diesen Sachen, dass die anspricht, dann ist das für uns wie auch ein Auftrag, das weiterzuführen. Also wir haben natürlich dank unserem Stammpersonal, also unserer künstlerischen Beratung und unserer Geschäftsführung, haben wir natürlich einen enorm guten Draht in die Musikwelt und vor allem zu den Solisten. Und das ermöglicht uns eben eigentlich auch, die Künstler nach Klosters zu bringen, die wir eigentlich wollen. Und weil bei uns eigentlich auch die Qualität
fast die oberste Devise ist es natürlich umso schöner, wenn man sieht, dass wir auch die Künstler, die wir gerne haben, oder die wir gerne auftreten lassen, dass die auch bereit sind, nach Klosters zu kommen. Das hängt aber eben, wie gesagt, auch mit unserem Image zusammen. Die Leute wissen, dass sie in Klosters gute Auftrittsmöglichkeiten haben, dass sie gut betreut werden und so weiter. Und das führt eigentlich dazu, dass wir eigentlich immer das machen können, was wir wollen und das, was wir auch finanzieren können. Ja, also es gibt eine Person in meinem Leben, wo ich muss sagen, das ist sehr ein grosses Vorbild gewesen, oder immer noch, er lebt leider nicht mehr, als Führungsperson, und das ist ein bisschen das Nonplusultra, und ich habe Heinz selber auch schon gesagt, Heinz, jetzt muss ich sagen, doch, da gibt es auch noch eine zweite Person. Also als Führungsperson ein Vorbild, muss ich sagen. Mit seiner Erfahrung, mit seiner Art, wie er die Leute weiterbringt, aber auch machen lässt. Er hat dort eine gute Balance. Er fordert, aber er unterstützt auch. Man kann sich auf ihn verlassen. Ja, so, ich kann eigentlich kann nichts anderes sagen. Er pusht. Ja, man muss das bringen, was verlangt wird, aber das ist für mich selbstverständlich, das ist auch eigentlich das, was ich von mir selber verlange. Und er hat einen guten Humor, da treffen wir uns immer. Das ist auch sehr wichtig, dass wenn es mal Herd auf Herd kommt und wenn es einfach auch ein bisschen turbulent wird, dass man da ab und zu mal darüber lachen oder über sich selber lachen im guten Sinn, damit man da weiterfahren kann und nicht in eine Sackgasse geraten. So. Auch mit einem gewissen Abstand auf die Sachen schauen, ist wichtig. Ist nicht jemand, also man kann Kritik, glaube ich, auch mir gegenüber anbringen für die Sache. Er ist eine sehr sachliche, pragmatische Person, so dass man eigentlich dann immer weiterkommt und nicht Sachen persönlich nimmt. Aber das heisst, wir haben eine gute Basis zusammen und auch, wir teilen auch die Werte, oder? Wieso wir das machen, was wir erreichen wollen. Und wenn die grossen Ziele gegeben sind, dann ist man schon mal auf einem guten Weg. Also es ist so, dass Klosters Music eigentlich im Moment der Hauptpfeiler ist von der Tätigkeit unserer Stiftung. Und die Musik, diese Konzerte, das ist eigentlich wahrscheinlich auch der Grund, warum wir so viele private und gute Sponsoren haben. Wenn man unsere Finanzierung von diesen Konzerten anschaut, dann sieht man, dass wir eigentlich kaum Unterstützung haben von Unternehmen, sondern dass das ganze Finanzierung auf privater Ebene funktioniert. Das schränkt uns im Moment auch noch ein bisschen ein bei der Inangriffnahme von anderen Projekten. Aber es bestehen im Moment seitens der Stiftung bestehende Ideen, wo man noch etwas angehen wo man noch etwas könnte angehen. Aber da sind wir im Moment eigentlich erst in der Planungsphase. In der Planungsphase, wo man im Moment eigentlich noch relativ wenig Konkretes dazu sagen kann, wann und wie das umgesetzt werden soll. Aber es bestehen natürlich schon Ideen, was man noch machen kann. Und vor allem hängt das dann eben auch davon ab, ob wir es auch finanzieren können. Weil wir haben so ein Dreibein bei der Finanzierung. Wir haben einerseits Konzerteinnahmen, wir haben den Förderverein, der uns unterstützt, und dann haben wir noch die öffentlichen Beiträge, die wir kriegen. Aber für uns muss natürlich im Vordergrund stehen, dass wir die private Finanzierung von so Projekten können realisieren können. Und die, um Sponsoren zu gewinnen, müssen natürlich absolut überzeugend sein. Und im Moment haben wir einfach auch die Ressourcen noch nicht, um das alles im geplanten und erwünschten Maß voranzutreiben. Für Klosters Music ist eigentlich von allem Anfang an klar, dass wir jedes Jahr so eine Konzertwoche organisieren. Wir werden demnächst eine Öffnung von dem Konzertrhythmus bekannt geben,
wo wir uns eigentlich über das, was wir bis jetzt anbieten, rausgehen, wo wir zeigen, dass wir auch unter einem Jahr noch das eine oder das andere machen. Aber ich kann dazu im Moment noch nichts sagen, weil es einfach noch nicht in trockenen Tüchern ist, aber relativ weit vorangeschritten ist. Und damit wollten wir eben eigentlich auch zeigen, dass das Festival eigentlich nicht nur gerade im Sommer Bestand hat, sondern dass Klosters Musik eigentlich etwas ist, wo unter einem ganzen Jahr etwas zur musikalischen Vielfalt von Klosters beiträgt. Ja, das ist natürlich in erster Linie oder wäre natürlich in erster Linie von den Touristikern zu beurteilen. Wir haben den Eindruck, mit unserem Angebot, vor allem von dem Niveau, leisten wir für den Sommer einen wesentlichen Beitrag zum touristischen Angebot und ich glaube auch zu der Aufmerksamkeit von Klosters als Musikdestination einen wichtigen Beitrag. Also ich denke, es ist ja nicht ein einmaliges Ereignis, sondern es ist wiederkehrend. Und wir wollen natürlich mit unseren Aktivitäten wir natürlich Klosters national, aber vielleicht sogar auch international als Musikdestination positionieren, dass Leute eben auch hierher kommen, um Konzerte zu hören, um die Region kennenzulernen. Und es ist eigentlich erfreulich, wenn man mit einzelnen Leuten redet, die einem immer wieder sagen, ja, sie sind jetzt das erste Mal da im Sommer in Klosters, sie sind früher immer noch im Winter gekommen, oder sie sind jetzt das erste Mal da bei diesen schönen Konzerten, lohnt sich die Reise nach Klosters. Also ich denke, es hat durchaus eine touristische Relevanz. Ja, ich glaube, eines von meinen Learning kann man sehr einfach zusammenfassen. Das ist die berühmte Aussage «Never give up». Oder wenn man so Projekt wie jetzt das Klosters Music begleiten darf, oder dann hat man sehr viele Hürden zu überwinden und sehr viele Steine aus dem Weg zu räumen, finanzieller Art, organisatorischer Art, persönlicher Art. Und da ist es einfach wichtig, dass man dranbleibt, oder? Dass man nicht aufgibt, dass man probiert, eben die Probleme, die sich stellen, zu lösen. Und in der Politik ist es eigentlich genau gleich. Auch dort ist die Schlacht immer erst verloren, wenn sie definitiv verloren ist. Auch dort nehmen die Entscheidungen sehr oft unerwartete Wendungen. Misserfolge werden zu Erfolg und umgekehrt. Darum muss man, glaube einfach dranbleiben, man muss beharrlich sein. Und das ist eigentlich das, was ich auch probiere, in dem Sinne zu leben. Dass man, wenn man sich für eine Aufgabe entscheidet, dass man die probiert, konsequent, beharrlich voranzutreiben. Dass man sich nicht leichtfertig vom Weg abbringen lässt und probiert, die Ziele, die man sich setzt, eben auch wirklich zu erreichen und nicht schon beim erstbesten Widerstand aufgibt. Ja, es gibt vielleicht zwei Pfade, die man kann bei dieser Gelegenheit erwähnen kann. Zum einen bin ich eigentlich ein Mensch, der gerne Ergebnisse realisiert. Ich tue nicht gerne Theorien entwickeln und verbreiten. Und die Situation in Klosters mit dieser Stiftung, die bietet eben die Möglichkeit, dass man Ergebnisse erzielen kann, weil man zum einen rein jetzt räumliche Möglichkeiten hat, so Konzerte, so ein Festival zu machen. Zum anderen aber auch Persönlichkeiten hat, die das unterstützen, die das fördern und andererseits eben auch noch das Personal hat, mit dem künstlerischen Intendant, mit der Geschäftsführung, wo man eben wirklich die Voraussetzungen hat, um so ein Festival erfolgreich zu planen und auch umzusetzen. Und zum anderen, ich bin hier in Klosters aufgewachsen, habe da mein Leben verbracht. Meine Frau war da beruflich aktiv, war auch politisch aktiv, ist auch die Gelegenheit, zum Klosters etwas zurückzugeben. Klosters eine Opportunität zu schaffen, bekannter zu werden als Tourismusdestination, weiterzuleben und überleben zu können, obwohl das ja nicht einfach ist.
Aber man kann mit Klosters Musik, glaube Klosters auch positionieren und stärken. Und wenn ich dazu etwas beitragen kann, dann mache ich das natürlich gerne. Der Heinz ist sehr daran interessiert, wie das musikalische, das klassische Business läuft. Und das war ihm am Anfang natürlich wirklich nicht unbedingt sehr bekannt gewesen. Also, aber er hat sich enorm dafür interessiert. Er ist immer während dem Festival, wenn das Konzert durch ist, geht man mit den Künstlern fort und so, noch essen. Aber wir landen immer 11, 12 Mitternacht im Büro und es gibt echt Sachen, die noch durch müssen, bevor der nächste Tag startet. Und er ist immer, sehr oft auch immer noch wieder ins Büro gekommen, Mitternacht und so, und was ist morgen? Und dann haben wir ein bisschen Insider erzählen und das hat ihn immer sehr interessiert. Also er ist auch immer wirklich so an der Basis mit dabei, lebt mit dem Ganzen. Und mit dem Sir Andreas Schiff zum Beispiel, da muss man schon gewisse Vorgaben sehr gut einhalten und man muss sich da wirklich daran halten. Man kann nicht irgendetwas machen, das sind sehr klar logistische Sachen oder auch Probegeschichten wichtig. Und man zeigt sich auch, wir gehen ihn immer begrüßen, wenn er ankommt. Man ist bei der Probe dabei und war also der Heinz auch mit von der Partie gewesen. Das heisst, noch im ersten Jahr quasi ist morgen um 10 bis 1 probt immer der Sir Andreas Schiff ganz in Ruhe für sich auf seinem Flügel. Und alle warten draussen. Das muss auch immer bewacht sein, damit nicht irgendjemand reinplatzt in die Probe. Und wir waren brav in der Arena am Foyer vor dieser Tür und seine Agentur, der Chef der Agentur, war auch dort. Und dann ist der Heinz von seiner Mountainbike-Tour. Das war ja schon Tag 10 vom Festival. Irgendwann muss man auch noch Sport machen. Also er ist ja von der Verein an oben runtergekommen, so in der voller Montur, Mountainbike zu der Arena mit dem Bike, so die Türen aufgemacht und so gefragt, ist alles gut, läuft alles? Alles tipptopp. Und der Chef der Agentur war sehr beeindruckt von dieser Anteilnahme und diesem Check. Aber es zeigt auch, dass er kommt mit über, was im Hintergrund läuft und interessiert sich dafür. Klosters Music, vor allem das Festival im Sommer, das ist ja nicht ein Solitär, sondern das ist eigentlich etwas, wo man nicht nur am Ort geniessen können, sondern auch im ganzen Tal, auch über die Region raus, unter Einbezug von beispielsweise von Davos. Wir wollen eigentlich mit dem Festival einfach gute Musik bieten und die Musik auch für alle zugänglich machen. Und darum sind wir auch bestrebt, die Eintrittspreise, die Ticketpreise möglichst tief zu halten, damit der Eintritt eben nicht das Privileg der Vermögenden ist, sondern dass der Eintrittspreis eben für alle erschwinglich sein soll und damit eben das Tal eigentlich auch von dem kann profitieren. Mir schwebt eigentlich immer noch der Kulturzug vor, oder? Dass am Abend in Langquart der Zug abfährt und Zuhörerinnen und Zuhörer einsammelt, ans Konzert bringt und am Abend wieder nach dem Konzert wieder heimbringt. Aber bis wir diese Breite haben, müssen wir noch ein bisschen arbeiten, dann müssen wir noch ein bisschen etwas machen. Aber die Idee ist natürlich schon, und der Wunsch natürlich auch, dass wir aus dem Tal, aus der ganzen Region, auch Herrschaft, 5 Dörfer, Leute gewinnen, die an diese Konzerte kommen und sehen, ja, das ist etwas Tolles. Wir müssen für das nicht auf Zürich ins Kunsthaus, ins Tonhallen oder wo immer auch, sondern wir haben das in der Region. Und wir eigentlich nur uns überwinden, dort zu gehen und eigentlich nur die Gelegenheit packen, die Musik zu geniessen. Ja, also ich habe selber keine Zeitlimite, wie lange ich das mache. Ich muss sagen, ich habe ein Team und auch einen Konzertstaff, der außerordentlich gut funktioniert. Und solange das gut funktioniert, will ich eigentlich das auch weiterentwickeln, ausbauen, aufbauen. Aber das heisst natürlich nicht, dass man den Zeitpunkt verpassen soll, was die Zeit ist, zum Adieu sagen. Aber ich glaube, im Moment kann
kann ich sagen, hat man eine gut funktionierende Organisation und die muss man jetzt noch weiter stärken, die muss man noch weiter entwickeln. Und ich glaube, die Personalplanung bei uns die ist so, dass durchaus auch mal ein Nachfolger bereit ist, das zu übernehmen.